wunderschönen guten Morgen, Freunde der gepflegten Unterhaltungskunst. Zu einem neuen Video von mir. Ja, das klingt schon fast nach einer Seltenheit. Ihr habt es gemerkt, ich habe im Banner oben bei YouTube steht «New Stuff Every Day». Das habe ich eigentlich auch eingehalten, aber halt nicht auf YouTube. Das Ding ist nämlich, ich habe letztens so viel gestreamt auf Twitch. Hier mal der Link, wer mir dort noch nicht folgt, gerne mal, ihr wisst. Nein, und normalerweise habe ich ja die ganzen Twitch-Streams immer noch auf YouTube geladen. Aber, jetzt kommt das grosse Aber. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das meine Reichweite, ich weiß nicht, ob dort im Algorithmus drin irgendwie, ob YouTube das merkt, wenn du von Twitch Sachen direkt überexportierst, ob sie das nicht so gerne haben und dann die Reichweite klein und blablabla, ihr wisst, wie es läuft. Und zudem hat es immer riesen Trouble gegeben mit dem Verarbeiten, mit irgendwelchen Copyright-Sachen, mit blablabla. Und in dieser Zeit, also bis ich dann mal irgendwie ein Video oben hatte, bin ich streamtechnisch schon wieder irgendwie 7 Tage weiter gewesen, weil ich mehr oder weniger fast jeden Tag streame. Und dann irgendwie eine Woche später die Videos dort noch aufladen. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, ob ich das so mache. Ob ihr, also auf Twitch ist es so, ihr könnt immer die ganzen Streams könnt ihr 14 Tage lang auf Twitch noch nachschauen, wenn ihr mal etwas verpasst. Und für mich ist einfach die Frage, brauche ich die dann noch auf YouTube aufzuladen? Schaut das jemand? Interessiert es euch? Geht ihr das schauen? Oder schaut ihr, wenn dann auf Twitch oder wenn ihr live dabei seid? Ja, das ist so ein bisschen meine Überlegung. Und der Grund, warum, eben, wie gesagt, warum kommen keine Videos? Weil ich die ganze Zeit am Streamen bin, erstens. Weil ich zweitens, man sieht es, wie jetzt wieder unterwegs bin, zum Auflegen. Und drittens, weil ich an einem neuen Projekt arbeite, das gleich kommt, gleich anfängt. Wo ich aber noch nicht zu viel verraten dazu. Und es wird auf jeden Fall spannend und witzig. Und das nächste ist noch, mir fehlt irgendein geiles Game für ein Let's Play. Ich habe irgendwie, ich bin nur noch im GTA Roleplay Game im Moment. Und alles andere ist so ein bisschen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine geile Idee habt, von was ich ein Let's Play machen soll und so weiterzocken. Weil dann könnt ihr dort mal wieder ein paar Folgen aufnehmen und dann komme ich irgendwann, wenn ich es schlau mache, auch wieder in einen Rhythmus rein, dass wirklich jeden Tag neue Videos für euch kommen. Und sonst eben kann ich abwarten, es kommt gleich neues Zeug. Vielleicht nicht ganz jeden Tag, dafür ein bisschen aufwendiger. Auf jeden Fall, ja, das mal zur Info am Anfang. Und merci vielmals für euren riesen Support an dieser Stelle, hier auf YouTube wie auch auf Twitch. Ich hätte nie gedacht, dass wir solche Zahlen überhaupt jemals erreichen. Das ist der real shit. Und Hashtag merci auch an dieser Stelle. So, genug gelabert. Jetzt bin ich nämlich unterwegs Richtung Soho. Wir haben Freitagabend, 8:30 und ich dachte, ich nehme euch wieder mal ein bisschen mit. Vorhin noch gestreamt den ganzen Nachmittag mit dem Castle. Kuss geht raus an dieser Stelle. Und eben twitch.tv/DJ-Timo-G. Neue Videos kommen gleich. Und jetzt ist das Gelaber vorbei. So, let's go. Ah nein, warte jetzt mal. Der Kastel macht ja das jetzt. Der Kastel hat ja da etwas Neues erfunden. Warte. So. Aber irgendwie etwas fehlt noch. Moment. Ich sag mal ein bisschen das Licht. Irgendwie etwas fehlt. Schon besser. Und für eine richtige Party fehlt immer noch etwas. Aber ich glaube, auch das bringen wir her. So, und dann ist die Party auch schon wieder vorbei. Und das war es, glaube ich, schon von diesem Vlog. Ich glaube, heute ist der nur ein paar Minuten lang. Ich hoffe, ich werde nicht Copyright strikt. Ich muss ja schauen, wie irgendwie vielleicht andere Musik. Vielleicht habe ich andere Musik drüber gelegt. Ja, auf jeden Fall sage ich merci vielmals fürs Zuschauen.
Wie am Anfang des Videos schon gesagt, seid gespannt, es kommt gleich ein neues Projekt, das ein grösser und krasser wird. Dort fliegt eine riesige Fledermaus, hast du gesehen? Und ich bin jetzt auf dem Heimweg. Es geht gleich wieder richtig los auf meinem YouTube-Channel. Also wenn es euch gefallen hat und wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt ein Abo da lassen, liken, kommentieren, was ich gefragt habe am Anfang des Videos. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich hoffe, ihr wisst es noch. Auf jeden Fall bis gleich. Timo G. Ciao.